Endlich ist es da, Freunde, das Neujahrsspecial. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen spät, es war ja ursprünglich für den 2. Januar geplant, also beziehungsweise ursprünglich für den 1. Januar, aber ein paar Privatumstände mich dazu gezwungen, das Ganze zu verschieben und es sogar erst heute am 4., am 3., also sprich, ja, ihr bekommt es am 4. Januar, hochladen zu können. Falls meine Stimme gerade ein bisschen anders klingt, das kann sehr gut sein, weil ich nehme da gerade beim alten Mikrofon am Laptop auf. Das muss ich deshalb machen, weil der PC soweit betriebsbereit, auch mit der neuen Aufnahmetechnik und so, das funktioniert alles soweit. Und somit auch die Vorbereitung für das 1000 Abonnenten-Special. Das Problem hierbei ist noch, dass ich jetzt mittlerweile ein ziemliches Kabelchaos habe, das ich noch ein bisschen richten muss. Und dabei etwa, sage jetzt mal, 10 bis 15 Elektrogeräten mit diversen Kabeln, angefangen vom Stromkabel bis zum HDMI-Kabel, Komponentenkabel etc. 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 Ist alles ein bisschen langweilig, aber sprich halt, bei mir sieht es schlimmer aus als in einem Elektrizitätswerk. Und das muss nicht sein, vor allem beim Putzen, weil ich habe keine Lust, dass ständig jemand die ganze Elektronik runterschrottet. Ja, deswegen jetzt das ganze Mikrofon, am alten Mikrofon, am Laptop aufzunehmen, genau. Und somit jetzt auch, offiziell können wir noch schon fast sagen, recht herzlich willkommen zum zum Neujahrsspecial 2013 ist endlich angebrochen. Ja, bis eigentlich noch nichts Besonderes geschehen, auch an Front von Let's Plays oder Videospiele-Front, sag ich jetzt mal. Dieses Special möchte ich eigentlich dazu nutzen für ein paar Infos generell, hauptsächlich aber auch für Trailer, neue Trailer für kommende Spiele, kommende Let's Plays, wie zum Beispiel Naruto Storm 3, One Piece Powered Warriors 2, Pikmin 3 etc. etc. Das seht ihr alles noch. Doch zuerst einmal noch ein paar kurze Infos. Ich sehe gerade, ich habe ja noch auf dem Spickzettel noch etwas zu Zelda Wii U News. Oh ja, da gab es auch noch was Neues. Bevor ich es noch ganz vergessen, deshalb sage ich das auch schon zum Anfang. Ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, beziehungsweise mal ein bisschen in den Kommentaren erwähnt. Ich habe ja vor gewisser Zeit, ich glaube es ist bereits 2-3 Monate her, habe ich ja mal ein neues Avatar bekommen. Halt da Goku in meinem Style, sprich in meinen Klamotten und so, halt da blau-gelb, weil das meine Lieblingsfarben sind. Und halt auf den Saiyajin Michael, um darzustellen, nicht wahr? Das Avatar da. Und was diesem Zeichner damals noch versprochen hatte, war, dass ich mal in einem Special erwähne, was ich bisher aber unglaublicherweise, man stellt sich vor, noch niemals getan habe. Für mir fehlen da die Worte. Und deswegen jetzt ein herzliches Dankeschön nochmal an Dixano. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, der wird sich sicher auch noch in den Kommentaren melden. Dann könnt ihr euch auch noch bei ihm melden, bedanken. Nee, bedanken muss ich mich ja nicht ihr. Mein recht herzliches Dankeschön und halt wirklich noch die persönliche Erwähnung, wie ich es ihm ja auch schon versprochen hatte. So, wenn wir schon mal vom Avatar sprechen und so noch etwas ganz kurzes anderes, und zwar betreffend Facebook und dem 1000 Abo-Special. Ja, was haben die beiden gemeinsam? Und zwar der Release. Mein Facebook-Konto, also deshalb von Michael Desayen, das wird Ende Januar online gehen. Es sollte eigentlich schon zu Weihnachten online gehen, doch ich Trottel habe was falsch gemacht mit dem YouTuber-Namen, mit dem Facebook-Namen halt. Und wollte das Ganze halt wieder löschen, neu eröffnen, doch Facebook hat ja so ihre Regel oder seine Regel, wie auch immer, dass man das Konto zuerst nur deaktivieren kann, dass es nach einer bestimmten Zeit dann gelöscht wird. Und diese Zeit muss ich halt jetzt noch abwarten. Sprich, das neue oder das richtige Facebook-Konto geht dann auch Ende Januar online, damit ihr dann auch auf dem aktuellen Stand seid, wenn wieder mal irgendetwas sein sollte, sprich mit neuen Videos, dann kann ich die darin verlinken. Und auch, wenn sonst mal etwas sein soll, wenn zum Beispiel sich was ändern sollte oder sonst was Spezielles ansteht, kann ich das da besser erwähnen, weil, ganz ehrlich, früher dann noch mit den Bullet-Teams oder wie es mittlerweile heißt, Feeds und so, ja, die reichen mir mittlerweile nicht mehr so gut und sind deshalb auch nicht mehr so gern gesehen, beziehungsweise wenn ich mehr so oft gelesen wie früher noch, und deshalb denke ich mal, dass da ein Wechsel auf Facebook sicher nicht so schlecht wäre. Das 1000 Abo-Special, genau, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen aufnehmen, aber weil ich jetzt momentan noch im Prüfungsstress stehe, wird das Ganze wohl erst Ende Januar wirklich hochgeladen werden können, weil ich ja auch erst dann wieder Ferien habe, sprich halt Sportferien, eine Sportwoche und so, wo ich dann auch Zeit habe, das Ganze zu bearbeiten und hochzuladen. Ja, es dauert nicht mehr lang, es sind noch knapp 3 bis 4 Wochen. Ich denke mal, die Zeit könnt ihr noch ausharren, ist ja
schon eine Weile her, nicht wahr? Seit 1000 Abonnenten, seit ich das ganz versprochen hatte. Oh ja, 1000 Abonnenten, bevor ich es vergesse. Leute, ich habe mittlerweile über 2000, ich glaube, ich bin noch richtig gewesen, was mindestens noch so, 2200 Abonnenten, das sind jetzt mittlerweile ein bisschen weniger, wegen der Abos und so. Trotzdem mache ich an dieser Stelle wieder mal mein recht herzliches Dankeschön an euch für 2200 Abonnenten. Unglaublich, vor allem jetzt während der Weihnachtszeit, weil da habe ich relativ wenig, sprich bis sogar teilweise gar nichts hochgeladen, obwohl es ja ursprünglich mal anders verkündet war. Und dass da trotzdem die Abonnenten stiegen, beziehungsweise auch die Videos, die ich halt zwischendurch mal hochgeladen habe, dass sie trotzdem noch einen guten Anklang fanden, das ist schon bemerkenswert. Ein ganz großes Dankeschön für euch alle sicher wert. Und da betreffen meinem Kanal und so, da über dem, sag jetzt mal, dem Kanal-Banner, wo auch die ganzen Verlinkungen drin sind, wie Uploadplan und PSN-Logo etc., die ganzen Online-Kämpfe und so, die werden dann in den nächsten Tagen noch erweitert, beziehungsweise halt betreffende Wii-Spiele und Wii U-Spiele noch ergänzt, wie zum Beispiel auch Wii U jetzt mit Nintendo Land, wo es kann man eine fixe Zeit reinhauen, wo wir uns da jeweils, zum Beispiel da Freitagabends um 20 Uhr jeweils bei Nintendo Land treffen können, uns ein bisschen austauschen können, damit es halt trotzdem Let's Play online wird. Zumindest so in der Art ungefähr. Dann noch etwas zu Wii-Spielen, wie Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl. Auch da wird noch was kommen, und da seht ihr dann, wenn da irgendwelche gewisse Änderungen sind am Banner, dann könnt ihr mal da drauf klicken und seht dann, was sich da geändert hat. Betreffend Uploadplan, wollen wir gleich zu den Trailern kommen, noch ganz kurz was. Der Uploadplan ab morgen, sprich übermorgen, nein, Moment, ne, stimmt schon, das vom 5. Januar an bis und mit, Moment mal kurz, was für ein Datum ist das? Muss man hier kurz reinklicken, ja, das ist nicht. Ein hoch auf das Touchpad, 5. Januar bis 11. oder 13. Ja, vorsichtshalber 13. Bis es wieder weitergeht mit Let's Plays, aber nach einem anderen Ablaufplan und das auch nur 2 Folgen täglich, weil ich ab nächsten Freitag, am 11. habe ich dann noch 2 große Prüfungen, Abschlussklausuren für dieses Semester und die Zeit muss ich mir nehmen. Auch wenn ich natürlich lieber einer wäre, der da lieber zocken möchte und so. Aber ich habe mir da auch ja doch, ist eigentlich so. Ich habe mir da einen guten Vorsatz genommen fürs neue Jahr und zwar will ich mir nicht mehr für alles und jeden immer so viel Stress machen. Vor allem jetzt halt fürs Let's Play, dass ich mir halt sage, ja, ich habe immer gesagt, 3 Folgen täglich und so, das muss so sein, das muss ich einhalten, egal ob ich jetzt weniger Schlaf habe und so, ich muss das raushauen, 3 Folgen täglich. Ist zwar eine schöne, vielleicht auch liebe Idee, aber ganz ehrlich, wenn dann halt andere Qualitäten darunter leiden, ich mir halt, wie gesagt, halt zu viel Stress darunter mache, dann bringt es das nicht. Und vor allem jetzt halt für diese Phase, vom 5. bis zum 13., das ist noch knapp eine Woche, gibt es halt nur 2 Folgen täglich. Ich hoffe nachher, wenn dann wieder der alte Ablaufplan in Kraft gesetzt, ab dem 14. mit dem, ja halt, der alte Ablaufplan mit 3 Folgen täglich. Das hoffe ich dann schon stark. Für diese Phase vom 5. bis zum 13. wird es von jedem Let's Play, das wir jetzt aktuell im Laufen haben, natürlich auch die alten, die bereits pausiert waren, wie auch Pokémon Weiß 2, Anno 1404, Naruto, Storm 2 etc. etc. Da gab es noch 2 weitere. Die werden bis dahin abgeschlossen sein. Ja, gut. Jetzt endlich kommen wir zu den Trailern und danach noch eine kurze Info zu Zelda Wii U. Trailer Nummer 1, sprich das erste Spiel, das mir so ins Auge gestochen ist für das neue Jahr 2013, nicht 3, aber ich glaube, ich habe schon öfters 2003 gesagt, kann das sein. Oh Mann, ja, für das Jahr 2013 natürlich. Und zwar, wie kann es auch anders sein, das Spiel Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Viel Spaß mit dem Trailer. ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。ナルト、あなたを愛してる。力が溢れる。今ならいける。俺は一人じゃない。だから俺は負けない。
私の飼っている2尾の方がお前の数倍じゃ邪魔だ。今の私は捨てるぞ。お前とはくぐった修羅場の数が違うんだ。この老子置いたとしても心弱き者には負けはせん。ロートン作画龍眼の術、あの力を解放する。そう簡単に屈しはせん。悪いな、手加減は苦手なんだよ。命がけの戦いはこちとら慣れっこっすよ。もう止められないっす。俺様がトップ、全てを倒す俺様まるでトップ。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。彼らは霧隠れ忍び刀新種の前任者たちだ。なんとか巻き返さないと。勝者は後方に下がれ。俺が盾になる。この子ごと俺を切るつもりか。もうこんな戦いはなしにしよう。やるぞ銀閣。おうよ金閣、俺たちに挑むなんて100年早い。不甲斐ない。これが今の忍びの力か。僕がやる。僕が止めてみせる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。4代目火影は失敗なんかしてねえ。守るべきものがある限り最後まで諦めない。湊がそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ。ナルト、私たちの元に生まれてきてくれて本当にありがとう。俺ってはいろいろ託されてるもんがあっから、失敗はしねえ。Wow. Einfach nur hammergeil. Also ich hoffe jetzt mal, das ist nicht zu übertreiben und so, aber ich hatte jetzt echt ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Vor allem der Anfang her mit der Musik und dann, wie es weiterging. Also ich meine, mal vom Anfang her dann mit Naruto und Kushina, mit dem neuen Schwänzchen, dann ging es weiter mit den ganzen Jinchuriki, also sprich mit den Bishus und ihren Personen. Dass die noch vorkommen werden, ihre ganz speziellen Techniken haben, wie sie noch im Manga teilweise gar nicht vorgekommen sind. Natürlich auch die 7 Schwertkämpfer, Kirigakure und dann am Schluss noch der Abschlussfight da mit dem Raikage und dass Naruto doch noch schneller ist und so. Boah, ey. Also denke mal, das Spiel, gut, ich hatte ja schon immer ein bisschen die Befürchtung, dass vom Story-Modus her und so, es wird zwar alles vorkommen, aber dass er halt trotzdem nicht so lang sein wird, weil ganz ehrlich, zwischen den Ereignissen aus Storm 2 und Storm 3 jetzt, wenn man so bedenkt, dass Storm 3 vermutlich nicht, also, ne, was heißt vermutlich nicht ziemlich, also, ne, nicht nur ziemlich sicher, es wird garantiert nicht den Abschluss der Naruto-Saga beinhalten, das ist klar, weil dann müsste der Manga auch schon bereits fertig sein, aber, ja, die Frage ist halt, wo setzt man beim Spiel dann wirklich den Schnitt zwischen Anime und Manga, und es soll ja bereits Stimmen laut geworden sein, die behaupten, dass diese Abschlussszene da mit Naruto und dem Raikage, dass da Naruto der halt ausmachen kann und sich dann danach halt, also halt vom Raikage und von Tsunaden noch die Erlaubnis bekommt, hinterherzugehen, ins Kampfgeschehen einzugreifen, dass diese Szene eigentlich in der letzten sein soll, Naruto, also ja, das Spiel halt nach beendet sein soll.
Weil nachher ist Naruto wirklich mitten im Kampfgeschehen drin und mischt alles auf und dann kommt ja auch schon, gut, jetzt spoilere ich ein bisschen, dann kommt ja auch schon Tobi wieder und Gedomasu, die Statue, Madara auch und bla bla, bliblo, blu, also ja, und dann sind wir auch schon fast auf dem aktuellen Stand der Dinge, also von dem her würde ich schon mal sagen, es muss schon etwa da sein, wo das Ganze beendet wird und ganz ehrlich, da wird der Story-Modus vermutlich nicht so groß sein, andererseits auch mit dem ganzen Sasuke-Geschwafel und so, der wird sicher auch noch eine große Rolle spielen und ja, ich denke mal, trotz allem, also ich mal das Kampfsystem, gut, seit Storm 2 ist das Kampfsystem sowieso top, seit Generations sowieso auch. Und jetzt auch mit den ganzen Momenten da, mit den ganzen Szenen aus dem Story und so, der ganzen Geschichte, was früher war, was jetzt passiert und so, das Spiel muss einfach noch top werden. Das Spiel soll ja auch Ende März 2013 erscheinen, ich glaube es ist der 30. März herum, 2013, nicht 3, aber wieder 3 gesagt. Oh Mann. Ja, ebenfalls, ich freue mich schon sehr darauf und ich hoffe auch ihr, denn das Spiel wird, denke ich, sofort, sobald ich es habe, wird das auch schon Let's Played. Ich gucke gerade mal schnell auf die Agenda. 30. März, ja, ich denke bei uns eher 28. wegen Donnerstag und so, oder Freitag. Ja, mal gucken, wird sicher etwas so in der Ordnung da sein. Also dann wird etwa Storm 3 erscheinen. Ein anderes Spiel, das ja auch schon, ja, da habe ich auch ein Info wieder dazu gemacht, dass ja ursprünglich so, hat man gesagt, so August 2013 soll das erscheinen, das Spiel. Jetzt mittlerweile weiß man, dass in Japan das Spiel auch schon bereits so März herum erscheinen wird. Und zwar, die Rede ist von One Piece Pirate Warriors. Viel Spaß mit dem nächsten Trailer. 世界120万本突破、ワンピース海賊無双が新章突入。ゴムゴムのエレファントガトリング、新世界無双アクションの爽快感、一気当選を超える大冒険と誰も見たことのないドラマがプレイステーション3、そしてプレイステーションビータで出航だ。新キャラ、新技、新ステージが盛りだくさん。そしてここでしか味わえない夢のドラマを実現する新モード、パイレーツログモード、ゴムゴムの意欲ボルトオーバル黄金ライフル。さあ行くぞ野郎ども、新世界で一気当選だ。トレジャーボックスも同時発売、初回封入特典も超豪華。予約に急げ。 Und auch das wieder ein Hammer-Trailer, oh ja. One Piece Pirate Warriors 2, der Nachfolger zu One Piece Pirate Warriors, der gerade aktuell noch im Zocken sind, soll bereits März 2013 in Japan erscheinen. Ich überlege bereits, ob man das Ganze importieren soll aus Japan, weil ganz ehrlich, Japanisch ist nicht so schwer. Oh nein, meine Stimme wieder. Hilfe! Ja doch, Japanisch ist schon schwer, aber wir kennen die Manga, wir kennen Anime und so weiter. Und da kommt nichts drin vor, was ich nicht bereits kennen sollte. Und von daher denke ich mal, so sinngemäße Übersetzungen sollten schon drin liegen. Und ja, wieso noch ein halbes Jahr warten, wenn das Spiel bereits erhältlich ist? Wenn auch in einer falschen Sprache zwar, aber eine deutsche Sprachausgabe wird es sowieso nicht geben. Und dann doch lieber, ja, vielleicht doch lieber früher zuschlagen. Mal gucken, der Trailer, der mich auch sehr begeistert, das mal zum einen, man aber auch sehr verwundert, weil ganz ehrlich, also mal das, was mich begeistert hat, natürlich, dass die ganzen Charaktere der Strohbande vorkommen, im Outfit der neuen Welt, auch mit den Techniken da, wie Nami, mittlerweile sind ja auch Frankie und Chopper und Brooke und so und Robin sowieso, also im Prinzip die ganze Strohbande ist bereits bestätigt als spielbare Charaktere, im Outfit und halt auch im aktuellen Zeitfenster der neuen Welt, also soweit alles gut. Nach Ruffy 7 hat die ganze Palette vom Haki drauf. Der kann Hao Shoku, Buso Shoku, Kenbun Shoku, der beherrscht alles. Auch die ganzen Elefantengun, Red Hawk, Gum Gum UFO war ja auch mal zu sehen. Wo er da ja halt wie ein UFO oder wie ein Propeller halt durch die Luft segelt. Was mich ein bisschen überrascht hat oder erstaunt hat, ist vielmehr die Tatsache, dass
Skype ja vorkommt, sprich die ganzen Himmelsbewohner, auch Enel ist da haben wir auch gesehen, dass der ein paar Mal angegriffen hat und so. Sieht mir danach aus, als sei der auch ein spielbarer Charakter, was mich halt schon zur Frage bewegt, wieso sind Ruffy und Co. auf Skype ja, allerdings da im Outfit halt einer neuen Welt. Also meine rein vom Anime und vom Manga gibt es überhaupt keinen Sinn. Und da muss man sich halt schon die Frage stellen, ja, ist halt so, dass man das Ganze halt im Stil der neuen Welt abhandeln möchte, aber trotzdem halt das, was man im One Piece Pirate Warrior 1 verpasst hat, noch hier hinzufügen möchte, wie vielleicht auch noch Thriller Bark und so. Und wie viel von der neuen Welt wird auch noch drin vorkommen, sprich halt kommt ja auch die Fischmenscheninsel drin vor, kommt auch Pankasat vor, für diejenigen, die den Manga verfolgen, wenn das auch schon bereits kennen. Und ja, das sind halt so ein paar Fragen, die ich mir halt schon stelle und ja, bin auch mal gespannt auf weitere Trailer und weitere Infos, vielleicht wisst ihr auch schon bereits mehr, dann würde ich mich natürlich auch über einen Kommentar freuen, wenn ihr da bereits mehr darüber wisst. So, das war bereits der zweite Trailer, ich gucke mal kurz auf die Uhr, ach du Scheiße, 20 Minuten, ja, das ist natürlich scheiße, weil ich wollte ein bisschen, seht ihr gleich. So, der nächste Trailer, nächstes Spiel, ich glaube mal, das kennt jeder von euch, wir haben lange darauf gewartet, seit dem Gamecube-Ära. Shigeru Miyamoto persönlich hat es mal angekündigt gehabt für die Wii damals noch, also wieder verschoben, das geheißen für die Wii U und zum Launch wieder verschoben auf 2013 auf März, mittlerweile bereits bei April. Die Rede ist von Pikmin 3. Viel Spaß mit dem nächsten Trailer. Und das war der Trailer zu Pikmin 3, den ersten Pikmin-Abenteuer auf der Nintendo-Konsole, diesmal halt auf der Wii U-Konsole. Sieht zwar nicht schlecht aus, der Trailer. Was mich ein bisschen verwundert, ist auch damit, habt ihr gesehen, neue Rasse, Rock Pikmin, sprich halt Stein Pikmin. Seit wann haben Steine und Gemüse was gemeinsam? Weil ganz ehrlich, Pikmin, die pflückt man, sprich sind Gemüse. Und damit Stein zu kombinieren, na, ich weiß ja nicht. Also, vielleicht wäre das eine Art Kastanien-Pikmin, was Besseres gewesen, obwohl die können von den Bäumen, wäre vielleicht auch nicht besser. Gut, dass man halt da dass man da halt in der Lage ist, Scheiben zu zerschlagen und so. Okay, nettes Feature. Sonst vom Spielplay her so, weiß noch nicht viel. Ich meine, auf dem Wii U Gamepad, okay, wird vermutlich etwas ähnlich sein wie damals noch auf dem Gamecube, ja doch, auf dem Gamecube-Controller. Ich schätze mal so ähnlich, vielleicht kann man sie auch mit der Wii-Steuerung spielen, wer weiß das schon. Vom Story-Modus her weiß man noch nicht so viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, das stimmt, aber es gab mal Gerüchte oder sogar Bestätigungen, da bin ich mir nicht so sicher, dass Captain Olimar und Louis, also Louis kommt aus dem zweiten Teil noch, Captain Olimar aus beiden Teilen, dass dies nicht mehr vorkommen sollen und wie gesagt einfach ersetzt werden durch irgendwelche, was weiß ich, Hampelmänner oder irgendwelche anderen Rassenmitglieder, keine Ahnung. Aber mal gucken, wie sich das Spiel entwickeln wird. Ich bin natürlich noch auf dem Laufenden und werde euch dann informieren, sobald es mal einen neuen Trailer gibt, weil jetzt Januar und April sind noch etwa 3 Monate. Also denke mal, Shigeru Miyamoto kann da schon mal bald einen neuen Trailer raushauen. Oder halt wieder Pikmin verschieben, nicht wahr? Aber dann, also ich weiß nicht, aber dann wird es langsam... Ja, wer
Bin schon mal gespannt und mal gucken, ob Pikmin 3 so gut wird oder annähernd so gut, vielleicht sogar besser als Pikmin 2 noch, weil Pikmin 2 hat damals wirklich einiges gerockt und war sogar, also ja, zumindest meiner Ansicht nach, um einiges besser als Pikmin 1. So, ein weiteres Wii U-Spiel noch, wenn ich gerade dabei bin, ist nicht so bekannt. Der Vorgänger davon ist schon ein paar Jahre her. Aber auch dieses Spiel erscheint exklusiv auf der Wii U im Verlauf dieses Jahres. Ich glaube, irgendwie Mai, Juni, glaube ich, war so die Rede davon. Kann mich aber auch schwer täuschen, bin ich gerade nicht mehr so up to date. Jedenfalls viel Spaß mit dem ersten Trailer zu Bayonetta 2. Okay, ich gebe es jetzt zu, der Trailer gibt nicht so viel her, aber das, was es hergegeben hat, sieht schon sehr imposant aus und bin schon sehr gespannt, ob das Spiel, ja, ob das noch im Stil von Bayonetta 1 ist oder sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, auch von der Story her und so, bin schon sehr gespannt. Bayonetta 1 habe ich damals mal gespielt, aber ist schon lange her, von daher... Ja, ich denke mal, ich muss mich in den nächsten Wochen wieder ein bisschen informieren, bis ich dann wieder ein bisschen up-to-date bin und wieder da besser mitreden kann. Aber ist sicher auch ein guter Kandidat für das nächste Let's Play. So, Infos von Zelda Wii U. Also erstmal sind natürlich auch das wiederum nur Gerüchte, aber die Gerüchte stammen offenbar von einem Mitarbeiter von Nintendo aus Japan und der soll schon einige Male ein paar Infos gegeben haben, die auch schon richtig waren. Von dem her... man kann es immer noch als Gerüchte abstimmen, das schon, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Gerüchte sehr wahrscheinlich stimmen. Und sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. So, erst einmal, das neue Zelda Wii U soll garantiert nicht mehr 2013 erscheinen, also nicht mehr dieses Jahr, was ja auch sehr logisch war, das haben wir auch bereits mal, letztes Jahr hieß es mal so von Nintendo, das neue Zelda Wii U hat eine Entwicklungszeit von etwa 5-6 Jahren oder irgendetwas und es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, bla bla bla. Und auch, dass dieses Jahr noch ein 3DS-Teil erscheinen soll, aber für die Wii U soll das neue Zelda erst 2014 erscheinen, frühestens. Und jetzt heißt es hier, dass Zelda Wii U erscheint nicht vor Frühling 2014. Okay, 2014, Frühling, was heißt das? Was ist im Frühling? Nicht viel, das heißt Sommer, was kommt dann? Da ist noch die Gamescom, also bei uns die Gamescom im europäischen Raum. Die E3 ist noch in Los Angeles, das heißt, da wird sicher noch was kommen und zum Sommer ist so die Zeit, wo man eher draußen unterwegs ist, also sprich eher die Handheld-Zeit. Soll heißen, ich glaube nicht, dass das neue Zelda Wii U wirklich schon im Sommer erscheinen wird. Herbst, Winter ist eher so typisch, war auch bei Twilight Princess so, bei Skyward Sword, also schätze ich jetzt mal, das neue Zelda Wii U wird Weihnachten, Herbst, wie auch immer, 2014 erscheinen. Früher wahrscheinlich nicht. So mal zum Release, jetzt mal zur Grafik etwas Neues. Da werden sich jetzt sicher viel in die Haare raufen. Und zwar, die Grafik soll die von Skyward Sword sein. Ja. Da schaue ich jetzt mit einem offenen, mit einem zugekniffenen Auge zu. Und zwar... Skyward Sword ist sowieso mein Lieblings-Zelda-Spiel mittlerweile, das stimmt schon, aber gut, ein HD aufpoliert sieht natürlich schon nice aus, das kann man schon gut vorstellen, aber ganz ehrlich, wenn ich schon mal so eine HD-Konsole habe von Nintendo, dann wäre doch so eine HD-Grafik-Engine, wie sie damals bei der Demo gezeigt wurde, vor einem Jahr, 2, glaube ich, das so ungefähr, wäre das schon wünschenswert. Das denke ich mal, ja gut, es wäre auf dem ersten Zelda vielleicht noch nicht, aber ich wünsche mir eigentlich mindestens ein Zelda, ein wirklich richtiger HD-Brach, wie damals bei dieser Demo da, zu Twilight Princess, ja, Demo, ne, ja doch, Demo zu Wii U, ein Twilight Princess-Stil, sag ich es mal so, die sah echt geil aus und so etwas wünsche ich mir halt doch wieder für ein Zelda auf der Wii U-Konsole oder von einer HD-Konsole, so etwas wünsche ich mir doch,
bevor die Serie noch eingestampft wird. Ja, gut. Aber dazu, was ich jetzt sonst noch so lesen kann, ist, dass, also sagt zumindest Nintendo of America sagt das, dass offenbar die Steuerung der Motion Controllers wie in Skyward Sword, dass diese den Gamepad-Features bevorzugt wird. Okay, das bevorzugt wird, kann ich mir vorstellen, aber ganz ehrlich, es ist schon von Nintendo auf Amerika, Nintendo auf Japan, sprich an originalen Nintendo, hieß schon damals, dass einige Features gibt beim Wii U Gamepad, die nur für das Zelda Wii U integriert wurden. Ganz ehrlich, wenn das schon so heißt, ist wohl die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Zelda Wii U auch mit dem Gamepad gespielt werden kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt relativ wenige Fans, die da, ich meine, es gibt ja auch noch das Wii U Basic Pack, darf man auch nicht vergessen. Und da gibt es ja auch gar keine Wii Sense-Leiste dazu. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Zelda Wii U kaufen würde, hieß das, ist nur mit der Motion Plus Control Steuerung spielbar. Da müssen sich die Fans dazu oder Spieler müssen noch die ganz alte Wii Zubehör müssen noch dazu kaufen, und das stelle ich mir schon ein bisschen kontraproduktiv vor. Also ich sage jetzt mal, die Option zu geben, mit der Wii-Fernbedienung und so rumzufuchteln und so zu zocken, die ist sicher nicht schlecht, aber man sollte zumindest auch die Möglichkeit geben, das Ganze auf dem Gamepad zu zocken. Es sollte im Prinzip beide Varianten geben. Das fände ich noch einen guten Kompromiss. Aber sonst, halt nur auf die Motion Plus Fernbedienung zu setzen, das fände ich sehr, sehr scheiße. Ich meine, klar, ich habe das in Skyward Sword, das ist mein Lieblingsspiel von der Zelda-Serie, das stimmt ja schon, aber ja, Steuerung ist nicht immer so präzise, und jetzt, wenn man schon mal so ein neues Gamepad für eine neue Konsole hat, dann sollte man das Spiel, das nur für diese Konsole erscheint, vielleicht auch nur darauf fixieren. Also, ich weiß nicht, das finde ich jetzt schon ein hartes Stück und eine harte Behauptung, dass wirklich so stimmt. Das wissen nur die Göttinnen. So, der nächste Fakt, und zwar was sehr, vielleicht uninteressant. Dieser Fakt, diese Behauptung stammt von Nintendo of America, von Nintendo of Japan natürlich. Und zwar soll die Romanze zwischen Link und Zelda, was bereits bei Skyward Sword war, so die halt Jugendliebe, die da bereits angedeutet wurde, die soll auch wieder im neuen Zelda Wii U, soll die thematisiert werden. Ja, also ich glaube, dass da Zelda und Link sowieso immer eine bestimmte Beziehung hatten, ist sowieso nichts Neues, und naja, es ist nicht so was Spezielles, aber doch nett anzulesen und nett zu hören. Der nächste Punkt ist, die Entwickler entscheiden, also sie wägen noch Pro und Kontras ab, ob sie Link und den Anhylian oder anderen Charakteren im Spiel halt, ob sie denen eine Synchro-Rolle geben soll. Also wirklich, dass Link dann selber spricht. Also ich sage jetzt mal so, dass die anderen Leute sprechen, wie Zelda und die anderen ganzen Charakteren, dass die eine Synchro-Rolle bekommen und synchronisiert werden, das kann man durchaus machen, bin ich durchaus dafür. Aber dass Link synchronisiert wird, ist einerseits vielleicht nicht gut, also kann man durchaus machen, es könnte auch gut rüberkommen, aber irgendwie zerstört es meiner Meinung nach die Links-Rolle einfach. Also mein Link verlinkt, also auch von Linken, sprich, dass er sich mit dem Spieler verbunden fühlt, oder beziehungsweise umgekehrt, dass der Spieler sich mit Link verbunden fühlt. Und da soll der Link keine Sprachausgabe bekommen, das finde ich irgendwie, es wäre einfach klassischer. Naja, mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Der letzte Punkt noch, was hier steht, oder ist der letzte Punkt, ich überlege gerade, ich lese gerade, permanent, nachdem ich dann noch am Quatschen bin. Ist auch etwas, was nicht jeder kann. Das heißt noch, ein bekannter Charakter von vergangenen Spielen soll erneut vorkommen, aber nicht in der gleichen Rolle wie in der Vergangenheit. Bekannter Charakter in der Vergangenheit, wer könnte das sein? Zelda? Ja, aber die kommen sowieso immer vor, weil sonst wäre es kein Zelda-Spiel. Okay, ihr habt recht. Bei Majora's Mask kam sie auch kaum vor, und was gibt es sonst für ein Spiel? Zelda 2 hat sowieso nur gepennt. Haben wir noch was vergessen? Irgendein Zelda-Spiel, wo sie gar nicht vorkam, wirklich? Ja, irgendeins habe ich auch vergessen. Aber ist auch egal, da halt Zelda zu nehmen, glaube eher weniger. Ich glaube, das ist eher nur so eine Person wie zum Beispiel Rauru. Obwohl, die ist ja. Der ist nicht, bekannt, oder kann nur in einem Spiel vor.
Aknahim könnte sein, wobei der kam auch nur einem Spiel vor. Vati könnte es sein, aber ich hoffe es nicht, weil ganz ehrlich, es ist eine Konsole. Und ich warte seit Twilight Princess endlich wieder mal auf eine Rückkehr von Ganondorf. Ich brauche den Typen einfach. Ich meine, Zelda-Spiel ohne Ganondorf und den Triforce. Gut, ich meine, Skyward Sword sowieso einen Triforce und dem Todbringer, war eine andere Geschichte. Aber ich finde, jede Konsolengeneration, zum Beispiel der Super Nintendo, der NES damals noch, Nintendo 64, Gamecube, Wii und jetzt auch die Wii U. Zu jeder Generation soll es mindestens ein Spiel geben, wo Ganondorf vorkommt. Der gehört meiner Meinung nach einfach dazu. Zum ganzen Dreiecksbeziehungen, zum ganzen Zelda-Universum. Der hat da meiner Meinung nach einfach eine feste Rolle, die ab und zu halt wirklich besetzt sein soll. So dass der jetzt eine neue Rolle bekommen sollte. Hieß ja, diese Person hat nicht die gleiche Rolle wie in früheren Spielen. Ja, vielleicht sowas ähnliches wie da bei Super Smash Bros. Brawl, weil da kam auch Ganondorf vor, Zelda und Link und trotzdem waren alle drei am Schluss Verbündete im Kampf gegen den Urbösen und den Oberbösewicht. Vielleicht kommt ein Todbringer zurück und dann müssen Ganondorf und Zelda und Link zusammenkämpfen mit ihren Triforce-Fragmenten. Was weiß ich, aber es wäre sicher noch eine coole Idee, die man so weiter bearbeiten könnte, sag's mal so. Ja, so von meiner Seite her, das war es auch soweit zu Zelda Wii U. Ich habe ja nichts mehr weiteres. Nein, das war alles, was bisher bekannt ist. Ja, wie gesagt, alles noch Gerüchte, ist noch nichts fix und so, aber ich denke mal schon, dass gewisse Dinge da doch recht wahrscheinlich sind, wie zum Beispiel auch da mit dem Grafikstyle, dass der ähnlich sein soll bei Skyward Sword. Ich meine, ja, sind sich nicht viele begeistert davon, aber ganz ehrlich, es könnte auch schlimmer sein. Ich erwähne dann nur mal The Wind Waker. Ich meine, damals für den Gamecube, da gab es auch noch so eine Demo mit mit Link und Ganondorf, die gefeiert haben. Die sahen auch so aus wie nachher bei Super Smash Bros. Melee. Und was kam bei The Wind Waker raus? Dieses scheiß Toon. Also, ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin von The Wind Waker nicht so der Fan. Das Spiel selbst ist eigentlich ganz ordentlich, aber der Toon-Link, der Grafikstyle da, den fand ich einfach nur beschissen. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Vor allem auch, weil ich ziemlich enttäuscht war von Demo her und so, dass nachher dann doch sowas dabei herauskam. Und ja, deshalb sage ich auch, dass man eigentlich froh sein kann, dass jetzt doch bei Zelda Wii U, dass dann doch vielleicht halt der Skyward Sword Stil dazukommt, der ja nicht so schlecht ist. Es könnte ja wirklich durchaus schlimmer sein. Ja, aber dazu, wie auch immer, ihr hört mich wieder bei nächsten Special, dann vermutlich bereits beim 1000 Abonnenten Special. Also dann, ciao zusammen.